ich gefunden habe? Was? Mein Geldbeutel? Nein, nicht deiner, aber einen anderen. Was? Wo hast du ihn gefunden? In einer Telefonzelle mit 350 Mark. Was? 350 Mark? Ja. Das ist ja viel mehr, als wie ich verloren habe. Eben. 100, 200, 350. Was tun wir denn da? Ja, in Urlaubskasse tun wir's. Schnitzel, das kannst du doch nicht behalten. Warum denn nicht? Wir wissen doch gar nicht, wem das gehört. Ja, da müssen wir uns halt einmal umhören. Sag einmal, spinnst denn du? Eine Ehrlichkeit kann man auch übertreiben. Wenn er seinen Namen mit reinschreibt, ist er selber schuld. Schnipsi, ich weiß, wie das ist, wenn man seinen Geldbeutel verliert. Und du hast sogar deine Adresse drin gehabt und keiner hat sich gemeldet. Da wär ich jetzt zu deppert sein und zum Forschen anfangen. Wenn der zu blöd ist, dass er seinen Namen reinschreibt, dann gehört es jetzt uns. Basta. 350 Mark? Ich weiß nicht, wenn das aufkommt. Wie soll denn das aufkommen? Hat die wer gesehen, wie du das eingesteckt hast? Na, der ist in der Zelle auf die Telefonbücher gelegen. Und dann bin ich rein und hab getan, wie wenn ich telefoniere. Und hinterher hab ihn eingesteckt. Sauber. Hast du noch mal rundum geschaut, ob die wer gesehen hat? Ja. Ah, das ist die Mama, die möchte wissen, ob wir am Sonntag kommen. Schon wieder? Ja, Feichtwanger? Was wär's da? Bergmüller. Ja, bitte? Wegen was für einem Geldbeutel? Da ruft einer wegen einem Geldbeutel an. Hat die doch wer gesehen? Ja, ja. Ja, schon, aber Sie, da könnte ja jeder anrufen. Er soll ihn beschreiben, sag. Können Sie den Geldbeutel überhaupt beschreiben? Was heißt, ich soll den beschreiben? Das tust nicht. Der kriegt den Geldbeutel nur, wenn er den beschreiben kann. Und zwar das Leder Moment und einmal. den Inhalt. Seid doch mal Staat. Von was für einem Geldbeutel reden Sie denn überhaupt? Ach, Sie haben einen gefunden. Ach, Sie haben den Geldbeutel von meinem Mann gefunden. Herbert, komm mal her. Ja, grüß Gott, Feichtwanger. Ja, ich selber, ich habe ihn persönlich verloren. Mei, das ist voll nett, dass Sie anrufen. Es gibt halt doch noch ehrliche Menschen. So circa 60 Mark waren drin. Sind noch drin. Mei, das ist ein Glück. Was? Gehen's weiter. Ich hätte ihn doch abgeholt. Sie, da müssen Sie aber unbedingt 6 Mark Finderlohn annehmen. Keine Widerrede. Also, vielen Dank nochmal, gell? Wiederhören. Er bringt ihn heute Abend vorbei, weil er in unsere Gegend kommt. Aha. Hast du ein Glück, Herbert? Gell, Schnipsi? Du hättest mich nicht angerufen. Wenn in dem Geldbeutel eine Adresse drin war, dann ist dir das klar, dass ich den anrufen darf. Aber es ist eben keine drinnen. Ich gebe ein Inserat auf. Sag einmal, spinnst denn du? Was meinst denn du, was das kostet? Dann hänge ich einen Zettel in die Telefonzelle, wo du ihn gefunden hast. Na, was meinst du, wie viele Leute da anrufen? Den Geldbeutel kriegt einfach nur, wer ihn beschreiben kann oder wer weiß, wie viel drin ist. Ja, und wenn sie 20 melden und jeder sagt was anderes? Dann kriegt ihn der Wahrheit am nächsten kommt. Da kannst du den Geldbeutel gleich verlosen. Herbert, man darf sein Glück nicht so missachten. Wenn es einem schon mal zufällt, dann muss man es auch annehmen können. Wer nicht nehmen kann, lernt auch nicht geben. Und außerdem hab ich den gefunden und nicht du. So, und das Chlorgeld tue ich jetzt auch noch raus und den Geldbeutel schmeiß ich weg. Das ist aber nur ein gutes Leder. Meiner war schon so zerrissen. Also gut, dann behaltst du den Geldbeutel und für das Geld gehen wir im Urlaub ein paar Mal schön essen. Die Seitenfächer sind ganz praktisch. Immerhin nur 6,90 Mark. Was ist denn das da? Was? Was hast du denn da? Dieser Geldbeutel gehört Paul Schlowanski, Adresse, Telefonnummer, da haben wir ihn. Geh weiter. Den Zettel so saudumm versteckert, das ist doch eine Gemeinheit. Also, dann ruft man an Herrn Schlowanski. Was musst denn du da so umeinander suchen? 356,90 Mark beim Teufel. Aber mit deiner saudummen Gründlichkeit kommen mir nie zu was.